Hallo zusammen, ich bin der Jean de Carvalho. Ich habe die Gesundheitspraxis für Katzen und Hunde seit 2010 mit Spezialisierung auf Ernährung. Und heute schauen wir an das letzte Video aus der Reihe Ganzheitlich, Teil 3. Schauen wir den dritten Teil an von der Reihe Ganzheitlichkeit für Katzen und Hunde. Und ich habe gedacht, 3 Teile sind gut, weil wir ganz oft jetzt über die Dreifaltigkeit von der Ganzheitlichkeit geredet haben. Von den 3 Ebenen im ersten Video zu wie die 3 Ebenen zusammenspielen, auch im ersten Video. Dann im zweiten Teil, wo es mehr darum gegangen ist, zu verstehen, was die Ursache ist, wo wir gemerkt haben, auch dort hat es 3 Ebenen. Und heute möchte ich mit euch anschauen, wie kann man denn die Heilimpuls aussuchen? Also klar, wenn ich vom Testen rede, rede ich immer vom kinesiologischen Test. Das heißt, man kann kinesiologisch testen, was der ideale Heilimpuls ist, was ich eben meistens in der Praxis so mache. Wichtig ist aber auch, dass man die Ganzheitlichkeit von unserem Beispiel versteht. Ich werde das Beispiel jetzt auch nochmal in doppelter Geschwindigkeit einfügen, dass ihr es nochmal habt. Ihr könnt, wenn ihr oben rechts zu den Einstellungen geht, könnt ihr die Geschwindigkeit wieder verlangsamen. Wobei in doppelter Geschwindigkeit sollte das auch gut gehen, weil ich auch extra jetzt schön langsam rede, damit es in doppelter Geschwindigkeit auch gut verständlich ist. Also jetzt kommt noch ein Beispiel. Wenn ich das in einer heilpraktischen Arbeit anschaue, dann schaue ich das so an, dass ich die ganzen verschiedenen Symptome habe. Das kann jetzt hier zum Beispiel sein, wie wir das gerade im letzten Video auch, eine Blasenentzündung. Und dann nehmen wir wieder das Büsi her. Hat ein bisschen dicker Schwanz bekommen. Böse, wenn wir etwas Schweinisches dabei. Also, und das Büsi. Hier hat es das Thema Blasenentzündung, dann hat es hier zum Beispiel das Thema mit der Haut. Dann hat es hier, dass es überall anseicht, also es markiert, das haben wir letztes Mal auch noch gehabt. Und dann haben wir zum Beispiel hier noch ein Thema in der Katzengruppe. Bei der Haut haben wir, dass es sich kratzt, dass er kratzt sich um die Augen herum. Und auch Haarausfall. So, jetzt haben wir hier ein paar Punkte. Beispiel gehabt. Sind wir wieder up to date. Könnt ihr natürlich dort noch das ganze Video auch schauen, um dann zu verstehen, wie haben wir das Beispiel aufgelöst. Und zwar ist das bei mir quasi eine Partnersuche. Die Leute, die bei mir in die Praxis kommen, sind der Großteil Leute, die schon lange Weg mit Tierärzten, verschiedensten Tierärzten hinter sich haben, die aber nicht weitergekommen sind mit den Themen oder meistens kommen sie mit einem Grundthema, zum Beispiel in diesem Beispiel wäre es zum Beispiel eine Blasenentzündung, die einfach nicht weg will. Oder die Allergie, die immer schlimmer wird, könnte auch sein. Oder beides sogar. Also was ich sage, die Leute, die zu mir kommen, sind Leute, die sonst nicht mehr weiter wissen. Und deswegen ist mir dort auch wichtig, dass man einfach mal versteht, schau mal, so hängt es zusammen. Und wenn es bei sich selber, wenn man dann auch merkt, hey, das macht Sinn und oh ja, jetzt verstand ich mein Tier, dann eröffnet das auch den Weg, dass man ihn selber gehen kann. Was ebenso wichtig ist, weil wir haben ja auch gewisse körperliche Themen, wo man will, dass man sie gerade unterstützen kann. Also wenn man jetzt nicht ein paar Wochen warten will, bis die Psyche nachkommt und dann der Körper heilen kann. Und eben, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, schon so einen langen Leidensweg haben, ist das auch so manifestiert im Körper schon, dass man dort auch wirklich physisch helfen muss. Wenn ihr beim ersten Video schon sind, dann kennt ihr die 3 Ebenen, eben emotional, mental und körperlich. Und anhand von diesen 3 Ebenen schaue ich auch immer, dass jede abdeckt ist im der Selbstheilimpuls. Das heisst, es gibt verschiedene Mittel. Ich kenne vielleicht Bachblüten. Bachblüten sind immer eher in der emotionalen Ebene, wobei auch die, wenn man eben verstanden hat, dass ja die emotionale Ebene die körperliche beeinflussen, dann weiss man, dass die auch auf einer körperlichen Ebene wirken können. Oder eben Homöopathie, wo es verschiedene Potenzen gibt, die auch wieder zugeordnet sind auf die verschiedenen Ebenen. Oder zum Beispiel Schüsslersalz, die eher körperlich sind. Aber eben, wenn wir wissen, dass körperlich immer eine Ausdrucksform ist, dann wissen wir, dass auch dort ein psychischer Hintergrund ist. Und ich schaue immer, also ich teste auch dort, was ist der ideale Heilimpuls für das Individuum. Und was davon ausgekommen ist, wird dann auch wieder angeschaut. Und es ist wirklich immer so, dass es mindestens 3 Mittel angibt oder Impulse angibt, die es braucht,
die dann eben wieder heilen, dass jede Ebene eine Unterstützung bekommt, um das ganzheitliche Thema zu lösen. Als Beispiel habe ich jetzt hier auch noch das Buch Schüsslersalz. Das kann ich übrigens empfehlen, wie immer not sponsored. Ich empfehle nur, hinter was ich auch stand. Und in diesem Buch haben wir jetzt zum Beispiel auch die einzelnen Mittel. Und einfach mal ein bisschen zum Zeigen, da sieht man auch wieder, jedes Mittel hat für mich wie einen Steckbrief, also wie ein eigenes Wesen. Egal, ob das Schüsslersalz ist oder Homöopathie oder was weiß ich, also Phyto, egal was. Jedes hat ein eigenes Wesen und ich schaue, wenn ich es rational muss suchen muss, schaue ich, dass das Wesen zum Wesen vom Tier passt. Also dass dort all die Eigenschaften, die das Mittel hat, auch das Tier hat und umgekehrt. Beispiel haben wir jetzt hier ein Mittel, das die Stimmung beschreibt, weinerlich, traurig, mutlos, melancholisch, klaustrophobisch usw. und Konzentrationsschwäche, kein Selbstvertrauen, hat Angst, benachteiligt zu werden, schreckhaft, Angst, schlägt bisweilen in Aggressivität um, zum Beispiel Angstbisser. Würde jetzt nicht ganz zu unserem Fall passen, dann müsst ihr noch das Holz haben und das haben wir jetzt hier nicht im Beispiel. Ja, für was für Themen körperlich ist es, hier haben wir jetzt zum Beispiel Augenentzündungen, Bindehautprobleme oder Verdauungsorgane kann das Problem haben. Also man sieht, wenn man auch die Mittel ganzheitlich anschaut, dann haben auch die 3 Ebenen, wo sie wirken. Das heisst, Paarsuche. Das Tier und das Mittel wollen möglichst ähnlich sein, damit sie dann zusammen können die bestmögliche Heilimpuls, Selbstheilimpuls kreieren und mit dem möglichst gut zusammenarbeiten können. Das war es dann wieder. Und im Intro habt ihr meine 4 Mädels gesehen, heute Morgen auf der Runde. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine gute Nacht, wenn auch immer ihr das Video anschaut. Ich bedanke mich fürs Abo, für ein Like und für einen Kommentar.